Computer, guten Abend. Mein Name ist Anas Al-Hakim, ich bin 29 Jahre alt, ich bin Programmierer, Aktivist und Feminist. Durch meine Behinderung habe ich Empathie und Toleranz entwickelt und noch viele andere Eigenschaften, die ich nicht eintauschen möchte. Wenn ich noch ein Leben hätte, ich würde mich wieder für den Rollstuhl entscheiden. Ich liebe das Wort Freiheit. Meine Freiheit wird stark durch meine Umgebung bestimmt. Manche sagen, du bist halt behindert, aber ich sehe das eher so. Meine Freiheit wird häufig behindert. Schon eine Stufe hat für mich etwas mit Freiheit zu tun. Generell kann ich sagen, ich bin nicht gern spontan, aber ich improvisiere sehr viel. Ich glaube, es braucht nicht nur gesetzliche, sondern auch zwischenmenschliche Veränderungen. Ich wünsche mir, dass wir mehr miteinander reden, statt übereinander. Für mich sind oft so kleine Dinge, die eine große Bedeutung haben. Fitness bedeutet mir sehr viel. Beim Training erreiche ich ständig Sachen, die andere mir selbst nicht so getraut hätten. Aktiv zu werden war immer mein Wunsch. Es hatte zu Beginn weniger mit meiner Behinderung und mehr mit meinem Migrationshintergrund zu tun. Bei Empowerment Now setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund auf allen Ebenen besser wahrgenommen werden. Ich persönlich beschäftige mich mit dem Abbau der Barrieren im Kopf und in der Außenwelt. Das Wort Entschlossenheit mag ich viel mehr als das Wort Motivation. Wenn du entschlossen bist, dann setzt du dein Vorhaben um. Das Wichtigste in meinem Leben ist die Freiheit. Ich interpretiere die Freiheit so, dass ich auf keine Hilfe angewiesen bin, um meine Ziele zu erreichen. Alle Menschen brauchen andere Menschen, nicht nur Menschen im Rollstuhl. Die Stille stört mich nicht. Der Krieg ist laut. Ich mag die Stille. Auf die Flucht dachte ich oft an Belle aus Die Schöne und das Biest. Sie ist eine Abenteurerin. Das trage ich auch in mir. Mein Name ist Nujin Mustafa. Ich bin eine geflüchtete Frau, Kurdin und Menschenrechtsaktivistin. Mein erstes Interview war gleichzeitig mein bestes. Ich gab es einem Reporter an der ungarisch-serbischen Grenze. Auf meine Lebenslust daran bin ich stolz. Doch was mich immer trifft, ist das überraschte Gesicht des Reporters. Es sagt, ungewöhnlich, dass du es bisher geschafft hast. Erstaunlich, dass deine Familie dich nicht zurückgelassen hat in Syrien im Krieg. Es macht mich wütend, dass Menschen mit Behinderung oft nicht mitgedacht werden. In meinem Leben wurde ich oft unterschätzt. Doch ich habe immer an mich geglaubt. Ich liebe es, ich selbst zu sein. Heute verbringe ich nur noch Zeit mit Menschen, die positiv für mich sind. Vor allem meine große Schwester. Geografie. Okay. Australien Hauptstadt. Canberra. Kanada Hauptstadt. Ottawa.
Es wäre schön, wenn Menschen dieses Video schauen und sich denken, oh, sie macht ja ähnliche Sachen wie ich. Okay. Oder sie regt sich über dieselben Dinge auf. Das Fremde ist nur so lange fremd, bis man die Gemeinsamkeiten sehen kann. Ich bin eine geflüchtete Frau mit Behinderung. Mit dem Empowerment Now kämpfe ich dafür, dass Geflüchtete und Menschen mit Behinderung endlich gleichwertig von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Unsere Fähigkeiten und unsere Träume sind nicht anderes als die von Menschen mit einem deutschen Pass und ohne Behinderung. Ich glaube an eine positive Zukunft für uns. Und ich glaube daran, dass wir sie verdient haben. Manchmal sind Momente so intensiv, dass man gerne darauf verzichtet hätte. Manchmal sind ganze Jahre nur still. Ich kenne beides. Ich bin Mohammed Jolo, komme aus Aleppo und lebe seit 5 Jahren in Deutschland. Der Abschied in Syrien musste ganz schnell gehen. In Deutschland kommt mein Leben sehr langsam voran. Es dauerte 2 Jahre, bis ich einen Deutschkurs bekam. Aus Tagen werden Jahre, in denen sich wenig bewegt. Nur meine wunderbaren Kinder wachsen. Und dann auf dich schmeißen, dann bist du Eismensch. Ich will guter Vater sein. Sie hat kleine Wohnung und sie wohnt alleine. Als blinder Mann, ich kann mir vieles gut merken. Katze, Huhn gegessen, das hier. Und sagt, ja, ich bin satt jetzt. Ich gehe ins Bett und in Ruhe schlafen. Und es ist fertig. Hat dir gefallen? Wenn ich am Rhein sitze und musiziere, bin ich ganz bei mir. Ich habe eine besondere Beziehung zum Rhein. Er erinnert mich an Syrien. In Syrien habe ich Philosophie studiert. Die Einrichtungen in Deutschland sind nicht auf Bedürfnisse von blinden Menschen ausgerichtet. Es gibt keinen Deutschkurs in Blindenschrift. Ich bin bei Empowerment Now, weil ich die Situation von behinderten Leuten verbessern möchte. Bei Empowerment Now finde ich, mit den Leuten Veränderungen können wir machen.